Das Schicksal ergibt sich selten so, wie man es erwartet. Und in dieser Geschichte stehen die Sterne für Sergeant Behemoth miserabel. Das erste Kapitel der Warhammer 40k-Serie Melusia, Planet im Inferno, erzählt die Geschichte des Sergeants der Genestealer-Kulte, wieso er flüchten musste und dadurch vom Regen in die Traufe kam. Was hält das Schicksal für ihn bereit und welche Gefahren lauern auf dem vom Imperium verlassenen Melusia? Eine Warhammer 40k Geschichte, geschrieben von Weltenspiel, gelesen von Sarkosis. Die Tatsache, dass die Welt vom Imperium verlassen sein sollte, trug nichts dazu bei, dass auf Melusia die Hölle los war. Die Schüsse zahlreicher Cognis-Maschinengewehre, Plasmapistolen und das heisere Brüllen von Minenlasern durchriss die Luft und gaben der verlassenen Welt einen schrecklich belebten Charakter. Sergeant Behemoth, ehemaliger Soldat des stolzen, selbstgefälligen Imperiums und nun vergessener Anhänger eines Genestealer-Kults, kämpft gerade um das Leben seiner Männer und Frauen. Die Geschichte hätte keineswegs so tragisch sein müssen, wären vor wenigen Tagen die mörderischen Orks nicht gerade zur gleichen Zeit in den Realraum eingetreten, wie die Boten des vierarmigen Imperators. Ihr Kult hatte vor einer Woche frohlockend auf die Ankunft ihres transzendenten Aufstiegs gewartet, um endlich eins mit dem Universum und dem vierarmigen Gott zu werden. Doch die Launen des Universums schienen letztendlich nicht mal den Göttern zu gehorchen. Und als der Warp sich aufriss und eine Flotte verzehrter Biokreaturen ausspuckte, die mit großer Erwartung, aber auch Schrecken willkommen geheißen wurden, klapperte es mächtig und mehrere Schrottmühlen der Orks platzten in den Realraum und die Freude wechselte schnell zur Verzweiflung. Die Kreaturen, die sie erlösen sollten, kämpften nun ums Überleben, als sie in ein erbittertes Gefecht mit den Orks verfielen. Und allmählich glaubten viele an Bord des Kultschiffes nicht mehr an ihren Aufstieg. Als dann ein kleiner Kutter der Orks noch dachte, er müsste in voller Geschwindigkeit das Kultschiff rammen, da der Captain der Orks eine Menge Freude darin verspürte, brach vollends Panik aus. Doch nicht bei Sergeant Behemoth und einiger seiner Soldaten. Er handelte klug, sammelte die Kameraden, die noch bei Bewusstsein und Verstand waren, und stieg in die Rettungskapseln. Irgendetwas, er wollte es nicht Glück oder Schicksal nennen, hatte ihn auf mehreren Schlachtfeldern des Imperiums überleben lassen, und selbst als er den Genestealer-Kults beitrat, sorgte sein haarscharfer Verstand in mancher prekären Situation für sein Überleben. Die Rettungskapseln waren auf ferne Distanz eingestellt, und ein ordentlicher Schub katapultierte die kleinen Schiffe weit in den leeren Raum, vorbei am ungeheuerlichen Kriegeslärm der Schlacht. Behemoth blickte zurück, nur um zu sehen, wie einige Rettungskapseln unglücklicherweise in den Fängen der Bioschiffen landeten oder an den rostigen Rümpfen der Schrottmühlen zerschellten. Einige Kapseln, darunter auch die von Sergeant Behemoth, waren Zielscheiben für die knatternden Raketen der Orks, die mal besser, mal schlechter ihr Ziel verfehlten. Doch der unendliche Himmel des Alls wurde dunkel und eine Ruhe überkam die Flüchtenden, und der Sergeant konnte das erste Mal richtig durchatmen. Für einen Moment überkamen ihn Zweifel, ob er gegen den Willen des vierarmigen Imperators gehandelt hatte und feige geflohen war. Doch umso länger er darüber nachdachte, umso sicherer war er sich, dass selbst die mächtigen Wesen aus anderen Galaxien nicht mit den Zufällen des Universums gerechnet hatten
und es allen von Nutzen wäre, würde er die Kampfeskraft bewahren, um weiterhin für seine Ideale zu streiten. Vielleicht, so dachte sich Sergeant Behemoth, war dies nur ein Test des vierarmigen Imperators, der zeigte, wer an den zufälligen Gefahren des Universums zugrunde ging und wer überlebte, um an einem weiteren Tag in einer Galaxie, in der sich so viele wehrlos ihrem Schicksal übergaben, zu kämpfen. Vielleicht war ihr Primus, die Frau, die bisher ihren Kult hätte leiten sollen, schwach, denn sie hatte nicht gekämpft, als die Ork-Flotte erschien, und hatte voller unerfüllter Sehnsucht in den leeren Raum geblickt. Schlussendlich waren alles nur Zeichen, die nicht immer ein Bild ergeben mochten. Und auch wenn es viele Mächte gab, die meinten, über das Schicksal Herr geworden zu sein, so siegte letztendlich doch immer der unendliche Zufall. Sergeant Joseph Behemoth sollte als ehemaliger, einfacher Soldat eigentlich nicht über solche Dinge nachdenken, denn dafür sollte er zu ungebildet sein. Doch der Sergeant, der eine große, muskulöse Statur hatte, die in einem verbesserten Arbeiteranzug steckte, hatte früh gelernt, dass nicht die Wesen ohne Bildung die Dummen waren, sondern die, die sich nicht für ihre Umgebung interessierten und ihr Schicksal für gegeben nahmen. Schon früh hatte er in den Ringen des Astra Militarum den Kommissaren bei ihrem Tratsch zugehört, und schon früh lauschte er den Priestern, die die imperiale Wahrheit lauthals predigten. Stets versuchte er unter dem Heulen der Raketen und Kanonen die Schlachtrufe seiner Feinde zu entziffern, und mit jedem Wesen, dem er begegnete, wuchs sein Wissen an. Das stoppte nicht, als er dem Kult beitrat und nun selbst begann, nach Weisheiten zu forschen. Manche warfen ihm seine Neugierde vor, denn sie würde ihn in Gefahr bringen, doch er profilierte bisher nur. Seine dunkelgrauen Augen blickten aus der Rettungskapsel auf die staubige Kugel vor ihm, und er strich sich durch seinen dunklen, vollen Bart, der einen Kontrast zu seinem kahlen Kopf bildete. Bald würden sie auf neue Weisheiten stoßen und somit auch auf neue Herausforderungen. Melusia war eine alte Industriewelt, die vor vielen Jahren vom Imperium verlassen wurde, da sie bis hin zum Kern ausgebeutet war. Die Kugel wurde der Bevölkerung und somit auch den Banden überlassen, die mehr und mehr versuchten, ihre Kontrolle durch hektische Bandenkriege zu etablieren, nur um in den nächsten Tagen erneut von anderen Kämpfern vom Thron gestoßen zu werden. Sie war vom Imperium verlassen, doch genau diese Tatsache sorgte dafür, dass sich unterschiedlichste Interessengruppen in den Straßen formten, und während einige predigend die Worte des heiligen Glaubens in die Gassen schrien, sprachen andere Worte des Chaos. Selbst einige Piraten und Splittergruppen der Xenos fanden den Weg auf diese Welt und kämpften zum Teil wuchtig, zum Teil geschickt und elegant im Tanz des Straßenkrieges mit. Die Kapseln landeten am Ende einer riesigen Mechanikumfabrik, in der früher vermutlich mal Panzer und Läufer angefertigt wurden. Es war ein unpassender Zeitpunkt, denn als die Kapseln auf der Oberfläche einschlugen, donnerten verschiedene Raketenkörper in die Stahlträger nur einige 100 Meter neben ihnen. Auf der nördlichen Dünenhöhe tauchte eine Bande in zahlreichen Bergbaufahrzeugen auf, die erneut weitere Raketen auf die Fabrik abfeuerten. Es dauerte keine Sekunde, bis klapprige Dune-Crawler, riesige Panzer des Adeptus Mechanicums auf mechanischen Beinen aus dem rostigen Hangar auftauchten und mit ratternden Autokanonen auf die Bergbaufahrzeuge feuerten. Behemoth sprang aus seiner Kapsel und versuchte laut seine Kameraden dazu bewegen, ihm zu folgen. Denn die Kapseln blieben selbstverständlich nicht ungemerkt. Unter hitzigem Schusswechsel versuchten sie Deckung zu finden. Sie mussten hier weg, und zwar so schnell wie möglich.